Jo, sollte alles laufen, ja. Gut. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei Until Dawn. Eins von meinen absoluten Lieblingsgames. Und jetzt, Ende Monat kommt The Dark Picture Anthology raus. Man of Medan. Und das ist der zweite Teil von Until Dawn, sozusagen, respektive das zweite Game von dem Macher von Until Dawn. Aufgeleistet wie Until Dawn. Du hast auch wieder jenste Möglichkeiten, um dich zu entscheiden, wie was soll laufen und so. Und ja, ich habe gedacht, da ich jetzt Until Dawn so oder so schon lange nicht mehr gespielt habe, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das je gestreamt habe. Ich habe es zwar gemeint, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich gemacht habe. Und ja, darum habe ich jetzt gedacht, es passt ja perfekt, dann spiele ich doch jetzt nochmal Until Dawn durch, so als Vorbereitung auf Man of Maiden. Und wenn wir Man of Maiden haben, oder Maiden, oder was auch immer, wie das auch immer heißt, Ende August, also Ende der Monat, dann streame ich natürlich dann das. Aber jetzt bringen wir uns zuerst mal ein bisschen in Stimmung dafür. Und für das haben wir ja noch Until Dawn. Ich würde sagen, wir fangen gerade mit einer neuen Geschichte an. Ich schalte da fürs Intro, glaub kurz meine hässliche Fresse aus. Gebt mir einen kleinen Moment. Ja, ich habe die Facecam eingestellt, weil Horror-Game und so. Ich meine, ich weiß zwar in etwa was kommt, aber ich weiß nicht mehr wann. Und das heißt... sorry. Moment. Mach weg. Gut. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich noch ab und zu ein bisschen zusammenzucken und das ist witzig für euch. Also mache ich das mit Facecam. Gut, aber jetzt stelle ich sie kurz aus für den Anfang, für Filmli und so. Und ja, viel Spaß euch. Hallo? Ach, come on. Übertragung. Da, so, hast gefunden. Sehr gut. Und damit viel Spaß bei Until Dawn. Until Dawn, falls man das nicht richtig verstanden hat. Bin mir nicht sicher. Nein, bis gerade. Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M.
Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Sie ist hier. Sch, sch. Mike. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Ah ja, stimmt. Ich muss am Anfang erstmal da ein bisschen like ein Intro machen. Ah. Also Tutorial. So. Gut. Hannah, you look so damn hot in the chart. Aber ne, ich Idiot, jetzt steht sie auf Deutsch. Hannah, oder komm, machen wir es richtig auf Deutsch. Hannah, du siehst in diesem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2:00 Uhr ins Gästezimmer. Mike, XXX. Ja, Mann, das ist gut, das mache ich weiter so. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Zeit zum Eingreifen. Hallo? Hallo? Dude? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ist da sonst noch irgendwas? Kann ich mich schneller bewegen? Ich habe das alles vergessen. Ewig nicht mehr gespielt, das Spiel. Hammergeil, aber gleich ewig nicht mehr gespielt. Geile Booty hat sie, fällt mir gerade auf. Ah ja, stimmt, auch das muss ich mir zuerst wieder gewöhnen, mit den Kamerawinkel und so. Jetzt schauen wir uns da aber zuerst mal noch gemütlich alles an. Ja. Abgeschlossen. Nichts Interessantes. Auch nichts. Aber ganz ehrlich, verdammt geile Hütte, Alter. Stell dir vor, kannst mit deinen Kollegen da Party machen gehen in dieser fetten Bude, Mann. Alter, das wäre mal Skiferien. Jo, also ja gut, auf alles, was da zukünftig in dem Spiel noch kommt, könnte ich meine geile Party-Skiferien verzichten. Aber hey, ist echt nichts Schlimmeres, oder? Hey, das spielen wir weiter. Ah nein, das habe ich ja schon angeschaut, ja. Stimmt, stimmt. Aber da hätte es doch noch irgendwo etwas gehabt da. Mhm. Jeremiah Craig. Was ist das? Whisky, oder was? Ich glaube Whisky. Shit, Josh. Wieder Ja, einmal die hast du werden uns gut alle schlafen. übertroffen. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist.
Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Nein. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Nur ein bisschen. Ja, ich würde sagen, kein Stress, oder? Ich soll dir doch ein bisschen verrecken. Ich mach's mir da mal bequem. So. Und, also keine Angst, nachher stelle ich dann schon wieder... Oder, hey, weißt du was, ich mache jetzt wieder die Facecamera. So. Gut, da sind wir... Da sind wir wieder. Ah ja, übrigens habe ich da mein geile Bob Marley T-Shirt da. Bob Marley. So, und, ja. Josh! Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Witzig. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Obwohl, Es war ja, nur ein ist schon Scherz. witzig. Ihr Idioten! Naja. Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Maybe? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Haben wir gerade kurz überlegt, ob ich da einfach soll... Ja, ob ich da einfach soll jetzt darauf scheißen und ein bisschen Kegel bauen. Aber ich glaube, wir probieren es richtig zu spielen. Mal schauen, wie viel wir das mal lebendig rausbringen. Ich sage, wir schaffen es alle lebendig rauszubringen. Fußspuren folgen, klingt doch besser, oder? Also, in einem Wald würde ich jetzt nicht unbedingt auf gruselige Geräusche zulassen. Oh jö! Oh, so sweet! Scheiße! Fuck! Shit! Das war ja eine Kuh! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Aha. Okay. Interessant. Hannah! Ja, wenn ich da mal das Headset noch ein bisschen wegen dem Schatten aus dem Gesicht so. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Ja, jetzt hör mal auf so rumzuzittern. Hallo? Hallo? Ist da wer? Hallo? 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 Ja, ich bin schon das erste Mal verschrocken. Alles klar, okay. Ja, also, ich liebe das Spiel, Mann. Weiter geht's. Geil, geil, geil. Wie bei Insidious, Mann. Der Film kann ich auch immer wieder schauen und verschreckt trotzdem immer wieder, Mann. Oh, warte. Das da noch ein bisschen weiter da runter. So, unser erstes Totem. Ich glaube, das da habe ich noch gar nie gefunden. Oh, doch, habe ich. Ja, das, ey.
Oh, das Todestotem. Das schauen wir uns nochmal an. Okay. Das erste, was wir da gefunden haben. Schräge Sache, das Video, aber ich hoffe, dass wir es das mal am Ende schaffen, wirklich jedes Totem zu haben und wir uns da das ganze Video können anschauen können. Weil, ganz ehrlich, ich weiß bis jetzt noch nicht ganz genau, was da wirklich genau in dem Video drin ist. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe also immer nur einen Teil davon gesehen, aber ich habe bis jetzt noch nie alle Totem gefunden. Keine Ahnung. So, untersuchen. Tja. Have fun and fall good. Hallo? Ich höre Flammenwerfer. Hanna! Komm schon, Hanna, hallo! Ah! Hannah! Da haben wir sie ja. Du bist Hanna. Oh Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, Tschüss. Calm down. Calm down. Stop. 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 Calm down. Nein, 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 nein. Komm on, komm on. No. Oh. Na, guckst du. festhalten! Voll, voll. Festhalten! Bye. Ei. Tja. Dr. A.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Ja. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei Du bist gruselig egal und wie grau erschreckend, aber ich mag dich, werden Dude. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Verstanden, Chef.
Cool. Die Vogelscheuche ist geil. Wäre nice, wenn die wirklich lebendig werden, nachher so dort im Maisfeld rumlaufen und alles umbringen, was dort in die Nähe vom Bauernhof kommt. So die Bauernhof eigene Vogelscheuche als Wachhund. Wäre das dann Hundescheuche? Ein Vogelhund? Captain Hookdog? Egal. Und Hast gesehen. was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Eine schräge Fantasie. Ich bin glücklich. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Tja, Winternächte sind kalt und dunkel. Depression, Gefühle der Einsamkeit sind da nicht selten. Ja. Die Nacht, in der dein Spiel stattfindet, ist besonders dunkel und kalt. Eventuell könnte ein Gefühl von Isolation entstehen. Besorgt dich das? Ist voll okay. Mit Isolation kann ich mich aus. Tja, du hast wohl keinen Bock auf Party, oder? Party? Immer. Wie es scheint, haben wir da ein wichtiges Thema entdeckt zum Besprechen in der nächsten Sitzung. Doch für heute ist die Zeit um. Viel Spaß allein. Bis dahin. Ich kann eine bessere Therapie. Ja. Well, what is this that I can see with ice cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who'll have Ich liebe das Intro. my soul? Oh death, consider my age. Please don't take me at this stage. Won't you Bend me over till another year. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Benny Klein begleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab. Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Maybe. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Oder vielleicht pennt der sich ja auch einfach in einem Zelt oder so auf dem Berg. Gleich von vorn. Oder in einem Karton.
Okay. Na, hallo, Freunde Hallo. und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr Ja, alle okay, wieder doch, hier ich bin seid. schon ein Fan. Eindeutig. Erstmal muss ich Der sagen, ist sicher ich bin geil. super begeistert, alle Alter, meine Freunde wieder dabei Rocket, zu haben. Mann. Beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ah! Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Geile Hütte Aber begegnet. ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Rest in Stunden mit peace. jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja. Yeah! Yeah! Ist ein bisschen blöd, das Licht von dort unten. Aber ich kann es gerade nicht anders positionieren. Ja Mann, geiler Sound geht weiter, Alter. And none can tell if I open the door to heaven or hell. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. On death I come to take the soul, leave the body and leave it cold. Oh, death, Despair. spam me over till another year. Woo! Fuck! Wait, meet special guest, Machete in the house. Sorry. So, besser. Also, Sam. Sie ist gewissenhaft. Sie ist der Hannah ihre beste Freundin gsi. Umsichtig und abenteuerlustig. Und genau so werden wir sie auch spielen. Als liebe, ein bisschen neugierige Frau, die halt die ganze Zeit an ihre verstorbene beste Freundin denkt. Oder? Passt so. Gib mir Mühe. Ich kann mich da nicht so gut reinversetzen. Allerdings, wenn jemand meinen besten Kollegen umbringt, glaub mir, da drehe ich die ganze verfickte Welt auf den Kopf, bis ich den gefunden habe. Also, ja, ich kann gut nachvollziehen, wie es ihr geht. Es sollte schon möglich sein, mich in sie zu versetzen. Mama. Doch, das kann ich nachvollziehen. Easy. Allerdings ist sie halt nicht wie ich. Sie ist nicht auf einem Rachetrip. Sie will herausfinden, was passiert ist. Und ich wäre voll auf einem Rachetrip. Oh. Hallo? Tja. Ist jemand hier? Weg zu der Seilbahnstation. Ja, Sam ist süß. Vogel! Ja, ich weiß. So. Okay, Odin. Mein Vater schaut so.
Ah ja, stimmt. Zuerst muss ich den Zettel lassen und dann drüber klettern voll. Oh, Ja, toll. Story ist kaputt, klettern drüber, Chris. Du Schwanzlutscher. So. Ach komm, abenteuerlustig, schnell dort drüber, oder? Sportlich. So. Und... So. Sehr gut. Ist jetzt auch nicht schwer gewesen. Das Headset auch ein bisschen runter oder geschieden. So ein bisschen rauf. Ich weiß es nicht. Ja, maybe so. Ach komm. Egal. Dann habe ich halt die ganze Zeit den Schatten vom Headset in der Fresse, macht auch nichts. Ja, doch irgendwie stört es mich. So, dann da unten ist okay. Okay, also, dann machen wir weiter. Und zwar geht es jetzt dahin. Ist da noch irgendetwas zum Mitnehmen? Wieder was? Nein. Nein. Oh, kleines süß. Kerlchen. Hast du Hunger? Sorry. Auf das bin ich jetzt nicht vorbereitet gewesen. Gut so. Komm her. Top. Ah, da sehen wir noch so ihre Eigenschaften und den Beziehungsstatus zu den anderen. Der ist bei allen so in etwa normal. Jess mag sie nicht so und der Mike mag sie auch nicht besonders. Ja. Bei der anderen ist sie überall gleich. Sie ist ehrlich, sehr hilfsbereit. Nicht sehr witzig. Tapfer. Ja, easy. Romantisch, nicht wirklich. Und neugierig. Ja. Aber ja nicht sehr. Die Zwillinge. Okay. Ja, ja. Alter, das ist hure schön da, Mann. Schau dir das an, ey. Alter. Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge. Sie sagten den Tod eines Träumenden voraus. Ah, das hat... Moment mal, das habe ich letztes Mal gar nicht geschnallt gehabt. Das heisst, wenn ich einen Schwarzen finde, dann bedeutet das, das ist Prophezeiung vom Tod von der Person, wo ich damit die Prophezeiung gefunden habe. Dummes Screenshot. Okay, gut. Also. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust.
braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten, beispielsweise Durchfall. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Okay, das ist etwas Gutes. Und Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Alles klar. Moment, sorry. Ich mache da schnell einen Screenshot davon. Und dann gehen wir zurück. Ah. Das ist Führung, ja. So. Gut. Ein Vogel. Okay. Gut, aber das hat nicht unbedingt mit ihr zu tun. Also wenn ich andere finde, die haben nicht unbedingt mit der Person zu tun. Wo, hä? Was findet? Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay. Ja, ist leider so. Würde auch vieles anderes machen, wenn ich könnte. Aber das ist leider nicht möglich. Ja. Egal. Dann schauen wir da noch weiter um. Chris? Bist du hier? Bevor wir das dort gehen, ja, zwar, ich will eben schon alles finden. Aber den Rest kann ich eben auch nachher noch anschauen und das da ziemlich sicher nicht. Also, sie wäre sicher nicht direkt zum Chris im Rucksack gegangen. So, jetzt aber vielleicht. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Ja, sie ist neugierig. Aha. Sieh an, wer da ist. Hey, Schnüffler. Chris. So, der Chris. Der Chris. Er ist methodisch, ist verknallt in die Ashley, ja. Ziemlich. Und ist beschützerisch und humorvoll. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Jo, bitte. Gern. Oh, also. Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. So. Sieh doch mal. Milgram Victor. Geschlecht männlich, Größe 1,88. Gut, er ist ein bisschen größer als ich. Letzte bekannte Adresse Blackwood Pines. Zuletzt gesehen 16.03.98. Oh, okay. Ja, das ist ein Zeitchen her. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Ha. Jede Information über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Ah, jeder mit Information, okay. Berittene Polizei der Provinz Blackwood.
Das sind Pferdepolizisten. Ach du Scheiße. Police Monte Provincial de Blackwood. De Blackwood. Okay. Alles klar. Interessant. So, dann schauen wir da schon mal rein. Charakterinfos. So. Ich kann jeweils das nur anschauen, wenn ich bei den einzelnen Charakteren bin. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja, Heftigst? Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. So. Aha. Bam. Dann auf Flasche, okay. Dose. Normale Dose. Das Säckel. Und... Wow. Ja, Mann. Ja, ey, ich bin Babo. Alter, weißt Knarre, Mann. Ey, weißt, ich bin da ganz der Härtekrieger und so. Ey, Schiefteli, ja. Bam. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, so süß. Ja, wird garantiert. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Top. Dreh raus. Komm schon, Chris, die Ich Seilbahn. schieß garantiert nicht auf ein armes Eichhörnchen. Digga, das ist voll putzig, Mann. Hallo, Katzner. Ich meine, ja, ich bin jetzt auch nicht gerade der liebste, brävste Typ und alles, aber ich bringe doch sicher keine unschuldige, arme, süße kleine Mann, das Tierli ist- um. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Weißt du, irgendwie, wenn ich jetzt im Meer von einem Haifisch würde angegriffen werden und ich wäre noch dazu fähig, tatsächlich noch ein Messer zu ziehen, dann würde ich auch einfach mit dem Rest, was ich noch kann, alles geben, um das Ding umbringen. Aber ein herziges, kleines Eichhörnchen, Mann, das hat niemandem etwas gemacht, garantiert nicht schiesse ich auf das. So. Mhm. Er ist sehr witzig, ha? Okay. Und sehr neugierig. Und sehr hilfsbereit. Einigermaßen ehrlich. Ja, ziemlich ehrlich. Nicht so tapfer. Echt schwer sein für Josh. Er mag den Josh sehr. Okay. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich? Er ist, glaube ich, sein bester Nee, das Kollege. ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Sie sagt, das ist gruselig. Sie hat noch keine Ahnung, was auf sie zukommt, man. Chief Deli. Ladies first. Ein wahrer Gentleman.
Da unten stehen noch Snowboards, ah. Cool, cool. Also, erstmal. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Lang. Ist ein großer Berg. Aha. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Ja, die sind nicht so reich. Hä? Okay. So schaut's da rein aber nicht, ha. So kommt auch nicht mehr. Sieht nicht so aus. Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte... Hetz mich eigentlich nicht. bleiben, aber... Okay. Ja, er bleibt einfach da, voll easy, warum nicht, Mann? Kein Bock zum Mitkommen, nicht mit dir. Beim Abschlussball. Und los geht's. Ja, auf ins Abenteuer. Komm mit mir ins Abenteuerland. Wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. 3. Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sportbingers gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem der Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Schmetterlingseffekt. Ja, Mann, Schmetterlingseffekt. Jazz! Die Schlampe! Yay! Sie ist selbstsicher, die Freundin von Mike, gutgläubig und respektlos. Easy. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Alles klar, machen wir doch. Machen wir doch. Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Der Anfäller hat ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ich hab mich gar nicht erschreckt. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Ah, Mann, Chris. alles Muskeln, so Was schnüt. Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei
Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und M sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. M ist raus, ich bin drin. Ich habe jetzt mal seinen Kopf irgendwie. Geht nicht, okay. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Ich glaube, ich setze mich gescheiter nach Ich meine, unten. ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam, Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, Nein, dann total sehe ich krass. nicht alles. Manchmal Ich muss vergesse vor allem auch den mal Boden stehen sehen, zu weil ich die bleiben, zu Toten genießen. mir will haben. Aber ja, voll, Alter. Sie hat jetzt gerade gesagt, einmal stehen bleiben, um da mal ein bisschen die Aussicht geniessen. Und das werden wir wahrscheinlich noch öfters machen. So, und da haben wir die Emily. Von ihr ist vorher schon geredet worden, nämlich ist das am Mike seine Ex-Freundin. Sie ist intelligent, einfallsreich. Nee. Und überzeugend. Sie ist einfach nur eine nervige Bitch. Sie ist zickig, arrogant und eine Fotze. So, gut. Das ist meine Beschreibung zu ihr. dann wär's nicht mehr so malerisch. Und der Matt. Eine treue Seele. Motiviert der Emily ihren neuen Freund und ehrgeizig, sportlich und nur dabei, dass sie den Mike kann eifersüchtig machen, prinzipiell. Also, ja. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ja, ich hasse die Frau. Was da? Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja, Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. bestimmt nicht der normale Part. Ich meine, was glaubst du? Ich glaube, da bin ich das erste Mal auch ein bisschen verschrocken. Intelligent, engagiert und überzeugend. Ja. Was sind die mit überzeugend? So, ja, halt so ein Anführertyp, ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich über ihn kann sagen, das wäre in einer Serie so der typische, also so, sagen wir, Walking Dead Style, so der Rick. Nur, dass er dazu noch ein Arschloch ist. Aber darum mag ich ihn. Yo, Mike. What Zu up, Biggie? Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Ich hätte ihr fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Ich muss noch schnell da. Also natürlich, er ist nett, also. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lasst uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Josen. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen.
Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Nein. Okay. Gut. Das habe ich nicht wollen. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Das wäre auch nicht von alleine Na, dann aus. sind wir Scheissdreck. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Jo, bitte. Ich habe Hunger. Und Ashley. Sie erinnert mich an eine gute Kollegin von mir. Ist mega herzig. Fließig, neugierig und offen. Ja, das wird ja zu meiner Kollegin passen, die Beschreibung. So, die Ashley ist verknallt in Chris, hat aber, weil sie ein bisschen schüch ist, fest Angst, um es ihm zu sagen. So. Und Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftlicher Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. ja, aber look, sie machen nicht und gar nichts. Also. Oh Gott! Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das Ja, sein, also ich Matt? meine, ich wollte dich schon Wichser. erschrecken, aber nicht völlig Oh mein verschrecken. Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Ich schwöre, Alter, flattere Tut mir echt meine leid, Ash. Mann. Ist okay, ist schon gut, schon gut. Scheiße. Was schaust du dir an? Was ein Pisser. Irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Wir müssen nicht unnötig Stress machen. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Reinschauen. Also, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. Tja, sorry, Digga. Aber das... Weil es kann ja auch sein, dass er sie dort nur angefickt hat, sondern man kapier doch endlich, ich will nichts mehr von dir. Maybe, möglich. Weiß man nicht. So, und ja, die liest garantiert kein Buch. Oh. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, dennoch als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Klasse. In die Fresse, Biatch. So ein Schneeball, Junge. Kleines Vögel. Bam. Da. Hey! Oh, Opfer. Mach dich fertig, Mann. hallo. Komm schon. Hey, Mike. Boom, Schakalaka. Hey, jetzt hast du Und wieder am Kopf, Mann. Die ganze Zeit Headshots. Mann. Schön. Die ganze Zeit. Schon bald ein Headshot. Ich kenn all deine Tricks. Ich schieß nicht auf den Phone.
dich, Jeff. Oh, Und dann das war nicht Wow. Es reicht. Oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Oh. Ah! Geil. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja, Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. ja. Auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben. Für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Ja. Voll. Und schau wieder mal. Da kommt noch jemand auf den Berg. Weh, der Doktor ist wieder da. Da sind Yo, wir Dr. wieder. Psycho, was geht? Und wie fühlen wir uns jetzt? Tipptopp, wenn ich dich sehe, immer, Brudi, immer. Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind Ja. in der letzten Sitzung. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Wegen warum? Dieses Mal versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Easy. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Bin beschäftigt, Digga. Chill de Leben. Ja, Mann. Ich meine, wäre so der Rock vor mir und würde mir sagen, ich verprügle dich jetzt. Ja, da würde ich auch ein bisschen nervös werden. Dann Flugzeug oder ja, eher Gedränge. Ich kann das persönlich nicht so gern, Gedränge. Oh, ja, Höhenangst. Ich habe brutale Höhenangst. Das finde ich beides voll süß. Aber ich würde sagen, ja, wenn dann eher eine giftige Schlange. Das kann blöd rauskommen, wenn man sich falsch verhaltet. Das tut mehr weh. Oder besser gesagt, du kannst damit mehr Schmerzen zufügen. Ja, nein, widerlich, aber ich habe auch keine Angst vor denen. Ich finde es einfach hässlich. Ja. Gleich, die Schlange ist schon beängstigender. Pai ist nicht schlimm. Clowns. Oh, ich liebe Krähen. Ha, Was ist? habe ich dich erschreckt? Verzeih. Nein, für das bin ich zu stoned, Du Digga. machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Hallo. Du erschreckst mich nicht so einfach. Etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, Nachher desto ehrlicher sind die dann Antworten schon und wieder, desto wenn ich aufschlussreicher konzentriert wird am es. Zocken bin, dann bin ich einfach zu erschrecken. Uah,
Grusig, Alter. Grusig. Juckt ihn nicht voll easy, ich glaube, der ist auch stoned. Ja, eher Zombies, weil wenn es schnelle Zombies sind, so World War C-Style, das ist nicht geil. Das ist blöd. So schnell bin ich nicht. Ja, nein, von Wölfen habe ich keine Angst, weiss ich, wie ich mich verhalten muss. Aber von Nadeln habe ich auch keine Angst. Ich meine, hallo, ja, dann, da habe ich auch Tattoo. Nehmen wir die Wölfe. Immer noch 12. Das ist sehr interessant. Ja, gell? Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Ja, immer gern. Spinnen, Zombies und Wölfe. Mhm. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ja. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, und es ist schon nicht mehr so hell, wie es beim letzten Mal war. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein, shit. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Boom. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Scheiße. Einen Moment, ich habe gerade ein bisschen taub ausgelernt. Aber zum Glück nur auf meine Decke, von da aus sollte ich es recht einfach wieder können da reinbringen. So nämlich. Das kann ich so einfach abwischen, sehr schön. So, jedes kleine bisschen da abwischen. Tipptopp. Nos Problemos, alles wieder drin, alles drin. Decke wieder sauber. Geht mir eben eigentlich nur um das. Taub habe ich gerade genug. So, und da haben wir noch, voll vergessen, den Josh. Also vergessen vorgelassen. Er ist kompliziert, nachdenklich und liebevoll. Er ist der Bruder von der Hannah und der Beth gewesen. Also ja, ist immer noch der Bruder, aber es sind halt, ja, gewesen. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey,
Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich meine, ist schon seltsam, wieder hier zu sein. Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich habe das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Ha, Verdammt, das blöde Ding. vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Mal voran, Kumpel. Hey Ash, Hey, Chris. und? Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend. Ui, wir sind auf 2 Zuschauer. Herzlich willkommen. So. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihren Schnee wälzen, klar? Ja, absolut mal. Wann willst du denn die Kleine Ja, ins Bett kriegen? absolut mal. Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres Super-Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du Voll, und Digga, Ashley, klär sie dir, endlich Mann. allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich Das heißt, da viel Licht hast du, ja, Mann. Schon gut, kapiert. Wow. Gib mir mal. Shit. Komm, gehen wir weiter. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich habe nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Also, bevor wir das da anschauen, gehe ich mal noch schnell da rauf, weil da bin ich noch nie hingelaufen. Verdammt, geht hier langsam der Saft aus. Jetzt fragt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Finde ich mal ohne dein Handy klar. Was? Wieso? Da kommt man nicht hinterher, okay. Ja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's Alter, da... hast du nicht. Die Antwort ist... Hinweis. Wait, was? 2 Hiwis nicht gefunden. Oder geht das nicht der Reihenfolge? Hiwis 4. Es kann doch nicht sein, dass ich 2 nicht gefunden habe. Oder? Hä? I don't know. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Easy.
So, und jetzt in die dunkle Keller rein. Also ja, jetzt ist er noch hell. Au. Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da wo man das Seil hoch muss. Voll, ich weiß, was du meinst. Dort, wo ich nie mitgemacht habe. Puff. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Voll easy. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkeln kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Boah, sag das nicht, du Homo. So, geh mal. Da liegt was. Nein, nein, nein. Du nimmst das. Du nimmst das jetzt in die Hand. Drehen wir so. Verlusttotem. Alles klar. Okay. So, dann schauen wir uns da mal noch ganz genau alles an. Ja, da liegt noch was. So, was haben wir denn hier? Jetzt habe ich es gar nicht durchgelassen. Hoppla. So. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilter Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem Altenberg Hotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endet mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hure und schwor euch alle deinen beschissenen Mann und also ich nehme an beschissen und eure Kinder dran zu kriegen. Weiter drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hätte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärt später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohung sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Okay, alles klar. So. Gut, dann schauen wir mal noch schnell da rein. Zwillinge. Ah, das ist, aha, nein, okay, dann ist das nicht so der Reihe nach, die man findet. Alles klar. Gut, dann schauen wir da mal weiter.
Nichts interessant. Da vielleicht? Burn, burn, burn in the burning ring of fire. Ah, echt cool. Familienporträt. Cool, cool. Was war das denn? Wollen wir nicht wissen. Obwohl doch, wenn wir wissen. Komm, schauen wir nach. Hallo? Und wo geht's da durch? Ah, nirgends. Ich muss eh da. Hübsches Bild. Was flüstert da? So, jetzt erstmal noch ein bisschen umschauen da. Ist da irgendwie ein Glas kaputt gegangen? Hallo? Jemand da? Zu? Lauft da nicht jemand rum? Ah nein, das sind die Laden. So ein Dreck! Ah, Da. Wir frieren doch hier draußen. Ei. Ach, der. danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Jagdvieh. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Babyvielfraß. Baby. Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. So. Wey, ich habe ja kommentierte Kommentare bekommen. Oh, Zaubermann war hier. Oh, So würde ich das ist ein Lieb von ihm. Oh, hat er gleich da gelassen. Danke dir, Zaubermann. Irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Und Samti ist da. Kommentierte Kommentar. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter So. Zeit war ja nicht viel los. Was geht, Partypiepe? Hey! Oh, fuck. Hey, Mann. So, aber ich kann mir eigentlich Klar wollen doch. anschauen, wie ich da erschrocken bin. Moment.
Oh mein Gott, das ist so eklig. Geil. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchen schon zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir? Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Oh, lass sie fighten. Nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. No. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja, Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine? Halt die Sie hat doch nur nach Fresse. meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, Glaubst du es? schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Boah, die Frau Okay, ist ich nehme jetzt ein schlimm. Bad. im Exil. Im Sexy. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Jetzt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch, super Einfall. Scheiße, schön.
Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Oh, es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Penis. Ich hätte da ein paar Ideen. Da liegt nirgends irgendwas so, na. Okay. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, mal bei dir sieht sie zustimmen. rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Status-Update, so. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Da liegt gar nicht rum, ja. Okay. Da liegt noch etwas. Ah. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay, ja, also da haben wir gerade so eine kleine Spoiler-Szene gesehen, weil das wird passieren. Okay, mal sehen. Ja, ups. Boom, sehr gut, Mikey. Läuft. Wow, du Bring. bist echt genial. Tam. Hallo? Hallo? Sie sind nicht mehr da. Gut, da innen hat es auch nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Und knackt das unglaublich schwere Schloss auf. Knack. Und Tada! it's open. Sesam, öffne dich. Wer ist Babo Ziemlich Schlossknacker? gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Dann hat's da halb Loop. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht Das gespannt machen wir aus. gar nicht Ich bin erinnern. sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah, Haha, Arsch. wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Hm, Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. sehr gut. Arsch.
Das war gruselig, aber es ist trotzdem nur schön. Schaut euch die Gegend an. So geil. Oh. Schön. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießkugelfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Doch Weißt du was? Nicht weiter. Scheiß drauf. Wir Da sind liegt Abenteurer. einer dumme. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey, alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Natürlich. Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe Ja. ich mir anders vorgestellt. Und die ersten beiden laufen in die Mine. Nein, so viel ich weiß, passiert da. Ich glaube noch nicht groß viel, weil sie sind ja jetzt noch auf dem Weg in ihre Liebesgruft. Du Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Die rollen da nicht so von allein los, das gibt's. Ja, bin okay. Kann passieren. Alles easy. Ja, müssen wir jetzt auch nicht groß drüber reden. Oh oder Himmel. so. Alles Hier gut. empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Da geht's Kann ich durch. was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Posa. Oh nein, kann man nicht. Da hat es aber noch einen Hinweis. Oh nein, ein Totem. Sehr schön. Aha. Ja, Glückstotem. So, so. Habe ich was verpasst? Dass sich dort hinter mir etwas bewegt und ich habe es gerade nicht mitbekommen. Hallo? 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 Ha, hallo? Hallo? Ach, dann nicht. Dann gehen wir halt wieder. Wäre geil für das Lost Place Video. Oh, dort sehe ich doch schon wieder etwas. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ja, wieso Ist nicht? frisch. Wer wohl hier war? Okay. Ist das sonst noch was? Ja. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein wofür? Alles klar? Ja, war knapp.
Böses Juju. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ich finde, da hast du gar nicht so unrecht. Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Yep. Endlich ein kleiner Ja, da Hoffnungsschimmer. geht's wieder raus. Gut. Und nichts Schlimmeres passiert, wie versprochen. Auch noch irgendwas? Nee. Da vielleicht? Ja, da hat's einen Weg. Da hat's auch einen Weg. Sie will dort übergelaufen. Dann laufe ich mal da durch. Ha, da liegt was. Oh. Ja, jetzt ist klar, warum das andere Glückstotem war. Und da geht's nicht mehr weiter. Aber immerhin, den haben wir gefunden. Sehr schön. Was da? Nicht spezielles anscheinend. So schweigsam. Der ist. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon an weiße Haut. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Ja, mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt gerechnet. Aber so schaut's doch nicht. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Da kann man sich nicht also da kann man nicht umschauen. Okay. Dann so. Ladies first. Aha, ganz cool. Styler und so. Hey, ja. Oh. Vorsicht, Spatzenhirn!
Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Guter Spruch. Oh, die Kuh ist weg. Schade. Oh, so schön. Ah, ja, ja, gehen wir weiter. Keine Zeit verschwenden da. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah! Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Ja, wo ist mein Feuer? Da. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Ja, erstmal umschauen überall. Jetzt nirgends etwas Interessantes. Okay. Ja gut. Dann gehen wir mal raus. Gute Frage, nächste Frage. ähm... Aufnehmen. So. Hinweis entdeckt. Tattoo-Studio. Da liegt noch was. Klappe. Oh, und was ist hier? Oh, Party. Mhm. Schwer verliebt. No, bisschen. Ja, Fliege. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Hm. Mhm.
The fuck. So behindert. Dann hat sie sich wegen dem ein Tattoo stechen. Okay. Also das Tattoo war für den Mike gewesen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, weil das in irgendeinem Klatschmagazin gestanden ist, wahrscheinlich so etwas wie bekomme ich meinen Traummann oder so. Behindert. Anna, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party. Kostüme sind Pflicht. Ja, ja. Und wir sind auf 3 Zuschauer herzlich willkommen. Grüezi miteinander. So. Gut, weiter geht's. Also, suchen wir weitere Hinweise. Da geht's nicht durch. Okay. Dann laufen wir mal alles wieder zurück. Und gehen auf die andere Seite. So. Oder geht's da noch durch? Nö. Okay. Oh, coole Maske. Ist da noch irgendwas? Nein. Das labere ich dir. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. That's not dear. Fies. Da sieht man die. Der gestikuliert dort einfach mal hart umeinander. Da hat es keinen Hinweis. Okay, Lester Moiler, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ganz toll, oder? Warte, soll das heißen, wir machen eine Seance? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris? Na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Alles nicht zu begleiten. Jo, wir gehen zum Lochen in den Keller und wir trinken Terpentin. Ja, Mann. Ich muss da meinen Ventilator nachher machen, auf mich richten. Aber ich würde eh sagen, jetzt machen wir dann damals Schluss. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon liegen sie sich in den Armen. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Cool. Hinweis entdeckt. Da ist noch verschlossen. Sonst liegt da gerade nichts Interessantes rum. Ja. Da auch nicht. Weißt du, Sam, Ja, Josh. ich wollte nur sagen,
Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass Dramatische wir alle Musik. Spaß haben, weißt du? Ein bisschen Spaß muss sein. Wie schön Hey, langsam. ja. Ich Bewusster glaube, Spaß Treppen ist laufen immer kann ich gut. schon ganz allein. Wer glaubt nicht gerne in einem Horrorfilm? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Muss ich sagen. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Butterfly! Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit Okay. ich was sehe, okay? Ja, das dürfte sich jetzt Nicht eigentlich schlecht. nicht groß bewegen. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Ah, Doch super. habt ihr das Okay. gesehen? Die High Bewegung. five. Oh, fies, Mann. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Also eigentlich kann ich drücken, aber ich bin zu langsam gewesen. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Reingelegt. Du wolltest gerade gucken. Wollte ich nicht. Wolltest du? Schätzchen, du musst schon wesentlich mehr auffahren, um mir Angst zu machen, okay? Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh, Was? der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen?
Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Oh, komm schon! Wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey, Was? hey! Was zum Teufel? Boom! Oh Ich Mann. hab dich erwischt. Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh, gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Hallo. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen, die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? Nee. Also so schwierig kein YouTube Welches machen. Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Mm, Ich verstehe. Emily hat große Angst vorm Versagen. Tut sie dir deshalb leid? Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Das sieht immer abgefuckter aus wie ihm. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Oh, das ist schwer. Also Aber du kümmerst dich Loyalität eher ist wichtiger. um deine Freunde, Mhm. bevor du jemand anderem in Not hilfst. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Easy. Geiler Hake.
So, aber ich würde sagen, das wäre es gewesen für das Mal. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Weiss nicht, wann es weitergeht. Morgen gibt es wahrscheinlich wieder Sniper Elite oder GTA, muss mal schauen. Aber sicher bald. Und bis dann, euer Green Jay. Peace!